wir weiten dort von Feetmol, dort Cherubim, Jeroboam auf Englisch, mögt Israel zu singen. En hij mögt Israel te zingen, hij mögt een goldene kolf in Bethel, ook in Dan. En hier hebben we dat loonkort, dat we kunnen met zijn hoe het is. So dit blijven, dat is de stam van Israël, dat nu geduld weer van weer eerst koning David, David en Salomon. En dan duidde koning zich met Jeroboam en Rehoboam. En dan Jeroboam, hij mögt Israël te zingen en hij mögt een goldene kolf in Bethel, ook in Dan. En hij deed dat, hij had angst dat de mensen wilden teruggaan naar Jeruzalem, wegen de tempel, die weer in Jeruzalem, de einzige stad waar die zullen aanbeden, God aanbeden, oder de Opfer brengen, eenmaal dat jaar, weer in Jeruzalem. Dat weer de einzige tempel wat die hadden, de einzige tempel wat die zullen hadden. Die hadden synagoges, jüdische Schulen, über das ganze Land, dass die Menschen können Gott sein Wort hören und so was. Aber wirklich der Tempel, wo die Opfer gebracht, einmal das Jahr, dort wir in Jerusalem, Salomon sein Tempel. Und so Jeroboam, Cherubim, hij mögt die goldene Kolfs in Bethel und ein in Dan. Und beide eng von zijn Land, dass die Menschen nicht brauchen in Jerusalem reisen, wenn er hat Angst, die würden nicht zurückkommen, wenn er deiden. So bloß ein bisschen übergehen, wo wir werden in der Geschichte. So die kam ein Gottesmann von Juda, und er predigte zu Jeroboam, dort er singen deed, er soll Buße tun, wenn die goldene Kolf hat gemerkt. En hij predikt jende Alter en profeteert van den Alter. We worden bald nog wieder van dat reden. En zo schwin als hij jende Alter profeteren deed, dan strak Jeroboam zijn hand uit en de profeten zitten hem am vast. En dan zo schwin als hij dat deed, dan dreht zijn hand op. En dat teken dat het van God weer dat het Alter wordt tweegereden worden en dan profeteert de man nog vele dingen. We worden bald nog best dollar aan checken. En zo de Alter, dat rijdt twee en dat oors van het Alter, dat schaat al uit. En dan zijn hand treedt op en dan vroeg hij den Gottesman, als hij kan beden, dat hij wordt geheild worden. En dan wordt geheild en dan op wat de koning, den Gottesman, dat hij zal naar zijn huis komen en hij wil hem door bedanken. En hij deed het niet wie Gott had hem gezegd, er soll met geen eten, geen water drinken en niet in zijn weg terugkomen wat hij ging. En zo dan reisde hij los. Dan weer er twee, er weer ziens van een oude profeet wat hem zeggen. En die ran naar huis en die vertellen er voeren dort wat geworden weer in das tempel in Bethel. En dan das oude profeet die reist en zegnet den man van Juda. De man van Juda, dat is die wat door jende altijd geprofeteerd had. Das oude profeet is een falsche profeet, oder wings nicht gehorsam zu Gott, maar weet niet, is die moel as geweest, aber in deze Geschichte wings al niet. En zo, die lichten ver en zegt, dat een engel van God had hem gezegd, die zal naar in zijn huis komen en met den op eten en drinken. Zo hij deed dat en dan krijgt een tijd, wat hij door eten, dan kwam de geest van God op deze oude profeten op en dat hij profeteerde. En dan, ik wil bald uitpakken wat hij door heeft profeteerd. Wat ik vind wel naar kijken is, krijgt wat er weer profeteerd en wat het weer ervalt. Dat we dat beter kunnen opvoeden. Zo dan, op weg naar huis, dan is er een lijf wat this man van Juda doodmerken dat. En die lijf, die schiet niet den Körper aan. Die merkt den bloß dood. En wieder schiet er niet aan. En die schiet den Esel ook niet aan. En de Esel heeft ook niet angst voor den lijf. En zo dat bloß, heeft God alle gedaan, bloß om wijzen, dit is niet bloß eentje wat er passiert. Dit weer de straf Gottes wat op dit man kwam. En ik vertel een beetje van laatste mal, wo de straf zoveel oor, dat seemt zich zoveel oor, is Jeroboam zijn. Aber de woord Gottes zegt, God zegt, die wat ik leven doe, die straf ik. En zo de straf die we
die wir wirklich wen, die nudere Gemeinschaft hat mit Gott. Und war das so, ich lasse sehen, was in dit Leben passiert. Wenn wir in das Leben die Struf kriegen, man reicht Botten Tod, aber die wen Gemeinschaft haben mit Gott und reich sein mit Gott und ewig Leben haben, das viel mehr wird. Wenn wir in das Leben ganz stark und alt werden und keine Gemeinschaft haben mit Gott, aber dann für Ewigkeit, für alle Ewigkeit in der Vierlich brennen und durch so quälen. So, das ist ein Ding, wo wir einmal machen kicken. 1. König 13, 29 sagt, und der Prophet nahm den Dogen Charba von den Mond von Gott und legte den ab den Esel und brachte den Träger. So, ich dachte, wenn ich diese Geschichte lesen, ich probiere mich durch seine Nannte denken, ich weiß nicht, bleibt der Leib durch, da wurde ein bisschen, da wird gerade gesagt, der Leib, der wir durch, das alle Prophet kam, der Leib wir durch, der Körper wir durch, der Esel wir durch. Und nu hat dann nimmt das alle Prophet den Esel und den Körper dann ab, hat der Leib der bloß gestanden und gekickt, was der euch und dort wird, wenn du ein bisschen nachdenken, das nachlässt, einer wird, da wird zum Grülen sein, den Körper holen, aber doch einer wird bloß ganz klar weiten, das ist ein Wunder Gottes, was passiert. Und brachte den Dreh und der alle Mann kam nach der Stadt, zu trühen und dem zu begraven. Und er lädt sein doge Körper und sein in het Grab und sie trüren even an und sagen, Oba, mein Bruder. Und so, ich will diese Versuchung anbringen, weil du auch bald was trägst. Bloß der Hauptpunkt ist hier, dass der Prophet, der war gebracht nach Bethel, wo der goldene Kolf war, wo das alle Prophet wohnte, der war nicht gebracht nach Judah, war gebracht nach Bethel, du hast den in seinen Grab begraven. So, nu, ich habe einen Chart gesagt, ich habe hier ein bisschen geändert für mich selbst, um das zu lernen. So, hier so, an dieser Seite, das ist der Königreich von Judah, die ersten zwei Königste boven, das wurde all gedeilt werden, wie Rehoboam und Jeroboam. Rehoboam und Jeroboam auf Englisch. Das für mich ist das vielleicht die Nummern auf Englisch sein. So, das wären die zwei Spulungen hier so als Saul, David und Solomon. Und von dort spult sich dort zu Israel und zu Judah. Und war da kriegst du es erklärt, wenn ihr die Bibel lesen dann, und dort redet von, wer regiert in Judah oder wer regiert von Jerusalem, dort ist das Salje, dort ist das Seed. Dort ist der Sturm von David. Das all diese Rotbleiber, das eine, was nicht Rotbleiber ist, aber all diese Rotbleiber, der Sturm, der kommt von David. Und an der anderen Seite, da wären verschiedene. Na, wenn die Salje klar sind, dann meint das wir eine Salje-Familie. So, da passiert wirklich so, wenn du einer non-Time in König wir, haben wir auch sehen, König, und was den Menschen ist, genug haben oder mit Gewalt dort Königreich nein. Und so, das Rehoboam, der wir nu der König von Judah und Jeroboam von Jerusalem. Und das Einzige, was ich hier will mal sagen, du hast noch einen Jeroboam in der Bibel. Und so weiter, wenn ihr die Bibel lesen, dann der Buchstabe, der erste, das ist Jeroboam, the son of Nebat. So, du hast mal gesagt, wem sehen das ist. Und wenn wir lesen, dann später so, das ist ein viel Wirtbahn. Warum, was war das mir dort? Wer den sie fuhren ist, aber die Bibel, der haftet so, der legt sich das so aus, dass wir uns nicht verdrehen von einem bis anderen. Wenn wir einen Menschen, die das Salje genommen haben, und dann, wenn wir nicht näher weiten, von wem redet das hier, dann wird die Geschichte ganz abgemixt. So, wir ein zweiter Jeroboam in das Königreich. So, wir beides Königs. Wir sind beides Königs von Israel. Und in der Bibel, das sagt nicht Jeroboam der Erste oder Jeroboam der Zweite. Hier so auf dem Chart habe ich das so geschrieben. Aber das sagt bloß, wem sehen das wir. Und so, das ist wichtig, dort zu weiten. Und so, der Gottesmann von Judah, der lebt gerade in dieser Zeit. Von der ersten Königs, von dem, wo der Königreich geduldet wird, kam der Prophet von Judah, kam Red mit Jeroboam. So, das ist bloß ein bisschen
Dollar sein, wo das steht. Und hier Josiah, dort wir mehr 300 Jahre Luther, war Josiah König von Juda. Der Israel, der erste Jahr nicht mehr ein Königreich, der letzte König haben die auch weggenommen und die sind Sklaven in Assyrien. Und so du hast nur bloß nur das Zeit, den Zeit von Hezekiah, dann hast du bloß ein Königreich. Und so du wirst haben Menschen, weil wir ein bisschen begreifen, als so wenn ich gut träge unter der Map, Israel wie geboren und dann wie Juda, das nicht dort Israel nicht ganz ladig wird. Die wird in Land deit, wenn die entweder annehmen für Sklaven, die nehmen meiste Menschen, besonders die, die in Regierung werden, besonders die, die so die würden die Königs nehmen, und die Königs ihre Sehens, und all die Wesen, und die würden die alle mitnehmen. Aber die meisten Menschen, die bleiben da bloß und wohnen in ihre Häuser, so ist Farmer und so was, Schubporter, was immer, und dann kriegt die Lohn von Assyrien, wo dann bloß Tax kriegen von da. So das ist nicht, dass du nicht Menschen wirst, du wirst haben Menschen, aber ja, nicht trägen Josiah. Josiah, der der König von wem das Mond von Juda hat prophezeit. Wir wollen in der Boot noch wieder nachgehen. Und ein Ding, was ich von dir will rüberbringen, ich habe mir auch gedacht, ich habe nicht lange nicht wen, ich bin noch mehrere Mal durch die Bibel gegangen und die Weg, wo ich diese zwei Königs können hineinscheiden, ist, ich bloß sagen, ich habe wenn ich von diesen Geschichten reden darf, ich muss einmal sagen, oh, ich weiß nicht, wann kann ich das wie Jeroboam oder Rehoboam, wenn ich besonders auf Englisch war, auf die Joke kriegst. Die Nummern, die sind so sehr überein, und die werden zu der selben Chinese, einer für Juda und einer von Israel. Dann muss ich einmal sagen, oh, ich weiß nicht, wann, aber was denn sie nun wir anyway, die König von Israel. Und so, nu als ich studieren, ich dachte an, dort Rehoboam, das fängt mit der Salje later an, ist Reh. Auf Spanisch stand, habe ich das vielleicht einmal ein bisschen Dollar in uns Kopf weiten, wenn das erst das abbrechen, Königreich. So von nun an, wenn irgendwas so sein und nicht mehr weiten, okay, wohnen wir nie von Juda und wohnen wir von Israel, der von Juda wird in Jerusalem regieren, dort wird die Worte Reh. So vielleicht habt ihr zum anderen dort noch. Zum Halten dort Recht zu holen. So ja, mehr 300 Jahre Luther, von da wird das Mond prophezeit, kam Josiah. Und ich weiß, Carlos, die vertelt viel weg ein bisschen von Josiah, Manasseh und Ammon. Wir wollen, ich wollte ein bisschen darüber nachgehen. So, 2. König 22,1. Josiah, wie 8 Jahre alt, als er anfängt zu regieren, und er regiert 31 Jahre in Jerusalem. So war das Josiah als der König von Juda, und er regiert in Jerusalem. So da will ich das weiter rüberbringen. Einmal lesen dann, einmal sagt er, dann war er König in Juda, einmal sagt er, er regiert von Jerusalem. Das ist dasselbe Sturm, das ist dasselbe Königreich. Bloß so wir das klar haben. Und er died dort, wo der Reich wir in den Herrn seine Ehren, und wandelt in all die Wege von David seinen Vater, und dreht nicht nach der Seite, nach der rechten Hand, und nicht zu der linken. So Josiah wie ein sehr feiner König, auch von 8 Jahren alt war der König, und kurz von Anfang wie der ein König, wo du reich war. Und der deed nicht kurz reich, ich war da bald mit der Benangung. Und so in Vers 8, da wir Jesus Vers 2, in Vers 3 sagt der Wort Gottes uns dort das passiert, die Geschichte, wo wir nicht von reden dann, das passiert ist in den 18. Jahr von Josiah. So Josiah wie 18 Jahre alt ist das passiert. So 10 Jahre hat er regiert, ist ein König. Vers 8. Und Hilkia, der Hohepriester, sagte der Chef von der Schreiber, ich habe das Buch von das Gesetz in den Herrn sein Haus gefunden. So ein schöner Tag. So dass wir, also ich gesagt, dass wir all 10 Jahre hat Josiah als König. Dann ist Josiah 18 Jahre alt,
en al 10 jaar regiert had, dan zei hij tot de hogepriester, die zullen mannen geld geven, die zullen sure maken dat die geld hadden, om den tempel fertig maken, Gott zijn huis fertig maken, dat zal gereinigd, dat zal moet gebruikt, dat we al van Josiah zijn voeder en van zijn grootvoeder, weer de tempel al zo vernicht geworden en we worden de bult nog wieder aangekomen. Aber so des Priester Hilkia, der von Gott sein Wort tue, das Gesetz, der Buch von das Gesetz, in den Herrn sein Haus gefangen, und Hilkia gab das Buch zu Schäfen, und er los dort. So, nu wil ik een beetje gaan naar de tijd van Josiah. Josiah zijn vader, zijn noem we Ammon, en dan zijn grootvader Manasseh. En zoals Carlos ook al laatst van reed, de slechtste koning wat we hebben gehad, of wat de Juden hebben gehad in de Judentum, via Manasseh. Hij bracht alle zaken afjagen aan God zijn huis in den tempel. Hij deed het niet bloos dat hij deed afjagen aanbeden, hij bracht alle afjagerie in God zijn huis in de tempel nam. En hij deed Manasseh Kinder opferen en geeft van gebrandet opfer en dat we zo slecht kunnen worden en voor dat de moment in de tijd van Manasseh, we worden ook nog duidelijk aangekomen, weer de tijd waar God zegt, oké, nu ga je niet met Juda. Zolang dat God dollar met Israël kampen en Juda, dat we gezien van God, we had veel meer kennis wat we werkelijk naar God zagen, wat we werkelijk God zien willen. En zo, nu over Hezekiah, Manasseh zijn voeder, wie ook een fijne voeder. En dat is ook een interessante geschichte van Hezekiah. Was je helpen, daar merkt een beetje denken wat er ooit. God, de profeet Isaias, die zal komen en Hezekiah zijn, dat we tijd om sterven. God had het al, dat we God zien willen, dat hij wordt sterven. En hij raadt zich even en hij raadt en hij beet God aan dat hij kan nog langer leven. Dan jaft God aan, dan hij moet 15 jaar. Die 15 jaar waren de slechtste jaren van Hezekiah. En die 15 jaar hadden hij alles verspeeld wat hij had opgemerkt. Hij leest het wel echt duidelijk en studeert de onderscheid tussen de jaren eier. God had gezegd, hij wordt sterven en de jaren Luther. En dan kan ik even zeggen dat God heeft een wel, hij weet wat het beste is. En eenmaal hij laat het toe dat we in wat kan doen en een weg kan leven wat niet perfect is. En dat is in de geschichte van Josiah. There we go. Okay, so Manasseh, Ammon en Josiah. Beides Manasseh en Ammon weer in Chinese wat er niet van weer. En zoals ik zei, Manasseh weer de slechtste. En Manasseh had 55 jaar had hij geregeerd. So zeer lang weer dat is geen koning wat zo lang regeert is Manasseh. En hij weer de slechtste, dat is treurig. En 2 jaar had zijn Ammon, dat is niet Josiah zijn vader, 2 jaar had hij geregeerd. So Josiah, die vang aan als hij 8 jaar oud was, is Josiah 6 jaar oud, dan is het een beetje aanlopen. Is Josiah 6 jaar oud, dan vangt zijn vader aan te regeren. En 2 jaar later moest hij. En die 10 jaar hij toen aan, wenn de eerste 10 jaar, dan deed, ik wil het steeds zeggen, Josiah weer een man, nu God zijn hart, nu krijgt ze David weer, dat zei klaar, hij ging, God ging erom, zoals zijn vader David, aber hij deed niet werkelijk God zijn wil in de eerste 10 jaar. Wij denken wel waarom. Entweder niet gedaan, waarom die al 10 jaar regiert had, hij die werkelijk voor God schaffen deed. Die kan dat gezegd niet. Krak. En zo,
So für mich war da wir einfach, wo ich leid mich an, und ich dachte an, dort ohne Wort Gottes, ohne Bibel, ohne Gottes Gesetz schauen, hab dort nicht, wenn ich auch will, Gott tun, wenn ich Gott will. Der Wort Gottes, der sagt uns, dass der Gesetz, wie uns die Jeft haben uns wiesen, dass wir Sünder werden, der Gesetz, wie Jeft, dass das Volk Israel dort reich kann regieren, das Land. Die Propheten, die sollen die nicht einmal was denken haben, was der Gesetz sagt in dieser Stadt. So nu, das ist all so lang, als das all krachtig gewesen ist, dass wir. Das, besonders wenn wir kommen, denkt ihr mit nach, wo fährten wir das hier dann, weil so dort haben wir das noch einmal gehört. Wirklich, wenn wir in uns Historie von den Deutschen, von den Mennoniten, nachgehen, wir wollen das bald sein, das geändert haben. Maar ook in die wordt het doelste han geproefd dat te houden, zoals dat we heeft dat geändert. En hier zo nu, ik zeg aan het studeren, dat ik leid me een beetje aan, hoe lang 2 wereld is Manasseh aanvang te regeren. En dan, ik heb hier de jaren geschreven, zo is van, ik wil het nog eenmaal een beetje stil zijn, dit passiert niet in 2022, dit passiert von ungefähr 600 Jahren als Christus. Aber wenn wir uns ein bisschen nachlassen, wenn das nu dit Jahr wir geworden, dit Jahr auf einmal, als der König von das Land steht ab und sagt, hey, wir haben Gott sein Wort gefangen, wir haben die Gesetz gefangen, wir haben alles richtig getan. Der Tempel, der ist rein, und du sind viel aufjährliche Tempel, sind das mal alle abgeräumt und dort mal getan, wir haben Gott als uns da. Wenn der Euer von Gott ist auf uns, wenn wir die Gebote nicht haben gehalten. So dann in 2014, als das Jahr, wo Jesaja wie König geworden, 2012, dort wenn sein Vater wie König geworden, 1957, dort wenn Manasseh wird anfangen zu regieren. So, wer kann noch drei denken, wo wir in den 1957? Ich bin in den 1976 geboren, so ich bin noch lange nicht geboren, den Zeit, wo Manasseh anfängt zu regieren. Die Ursache, warum ich das will, ist das nachlassen, als wenn das Josiah König wird, die ersten 10 Jahre, wenn er nicht die Bibel hat, er hat nicht das Gesetz, nicht Gott sein Wort, für den, so ist das Leben da, all das Aufjährterie, was in den Tempel werden, dass wir alle normal, dass wir alle Leitfleisch schmeckt, dass wir so, ich weiß nicht, wenn er selbst zum Beispiel nachlässt und wo einer Fall ist ein Kind, wie Wissen von der Wahrheit, dort fällt sich für einen Fan, dort wir auch nicht werden. Wir sind Gott sein Volk, wir haben ein schönes Kirche, wir haben ein Gesangbuch, wir haben all diese Dinge, die wir haben, dort wir so tüßig und dort fällt sich möglich. Und so für diese ist das nicht anders. Die haben alle Sorten in den Tempel, die haben alle Sorten andere Jätter, was die da tun. Die haben Schottenstäden, wo die Bäume haben geplant, wo die Jungen in da vielleicht Täuschlichter anstecken und da nur beten. Und von daher, das schwer sich alle so reich, wie die haben das so lange getan. Da wenn immer weiter fehlt uns Gott sein Wort, wo wir können dort rechten und dann trägen und sagen, okay, ja, das sperrt sich sehr tüßig. Das sperrt sich sehr fern, wenn es dort hat Großpapa, dort und Großmama und Papa und so wie das wie drei denken kann, wird es einmal so steht. Dann fällt uns das so, das muss das sein. Das sperrt sich tüßig. Der Wort Gottes, als Wort Gott brauchen kann, in das, kann man uns uit een glas rütrieten, wenn wir in so einem Glas sind, wo es ganz ordentlich ist. Und wir sind alle in dem Glas gewesen. Okay. In Vers 11, dann haben wir 2. Königs. Und dort passiert so, als der König, der wird in dort Buch von der Gesetz hier hat, verreit er seine Kleider. So war das, was ihr trägt, diesen König von 8 Jahren alt, wie ein König, der durch Reich deut in Gottes Ehren, und wohl. Aber doch, er weiß nicht, wo er gewasst wird. Er weiß nicht, wo er der Religion geworden wird, und der Priester, und der Aufjährte und alles, was die tun. So schwindet er diese wird hier, er reißt seine Kleider auf. Gott, Gucci und Freude den Herrn für mich, und für das Volk, und für die ganze Juda, wenn die wird von das Buch.
woont gevangen is, wird sehr groot als de Herr zijn Euer. So, warte, nu bloß met dat gezat, met God zijn woord, kan hij zeggen, wo grote Euer is. Want jen ons Euer steckt is, wird onze voeders hebben niet naar de woord van dit boek gehoord, om dat te doen, wat er geschreven is voor ons. So, was je denken van wo we komen, wo is dat we als Mennoniten zo lang hebben geglaubt, dat so, wenn wir das nachholen, was wir geleerd hebben, wenn wir da bleiben, wo wir geleerd haben, dann sind wir reich. In der Bibel, in der Zeit von den Propheten, in der Zeit von Israel, Gott sein gewähltes Volk, so schön ist der Gott sein Wort zu ziehen, dann werden die verdreht und verletzt. 2. Könige 22, 16, dit sagt der Herr, kijk hem om. Ik wil slachtet op deze stad brengen en op de inwoner daarvan sogar al de weer van dat buik, wanneer de koning van Juda geleest heeft. Want zij hebben mij verloten en hebben te onder Jetta 4 geopfert, dat zij mij zum Euer retzen mochten met al de werken van ihre Hang, du werden soll mein Euer stark sein, je in dieser Stadt und soll nicht uitgemerkt worden. So, Josiah hielt von diesen Propheten, er sagte, die Propheten reden mit Gott, und Gott sagte Josiah, was umgehen. Kapitel 23, Vers 2. Und der König ging ab in den Herrn sein Haus, und all die Männer von Juda, und all die Einwohner von Jerusalem mit ihm, en de priester en de profeten en al die mensen, beides kleine en grote. En hij lost in ihre oren al die weer van dat buik, van dat bund woont, gevangen weer in den Herrn zijn huis. So dat hij weer ook niet plus tevreden met, ik wil bussen doen en ik wil beter doen. Hij wist, ik ben koning, ik wil de mensen alle toebrengen naar God zijn tempel, naar God zijn huis. Die moeten het alle hier. En wanneer we aan denken, dan dit is God zijn gezag. Eerste, tweede, derde, vierde, vijfde Mose, Jesaja, mes van hem en de Samuelbücher, die zijn er alle gewas en die hebben het alle gelezen en die stonden door en harten. So, we hebben niet geduld om voor meest een stunde aandacht hier, want die hebben dan lang uitgehouden om hier, wat zegt God ons. En de koning stond bij een stander en maakte een bund voor den Herrn nu te feiern en zijn geboten te houden en zijn zeugnissen en zijn gezatzen en er wird van zijn gebod ver te brengen, wanneer in dit boek geschreven wird en al de mensen stonden toe dat bund. So de mensen van het hier, die stonden alle toe en zeiden, ja, wie waren. En de koning beval Heker, de priester, en de priester van de tweede ordnung en de derde wachter, al die dingen van de tempel uit te brengen, die te Baal gemerkt werden, en voor de schottensteden, en voor al de Heer van hemel, en hij verbrandt dat buiten Jeruzalem en de staten van Kidron en droeg de oors van naar Bethel. Was te denken, wat de profeet had gezegd, wat de woord verbrand worden op den altaar, wat in Bethel weer. En nu maakt de dingen wat door buiten Bethel verbrand werden, de koning bracht de oors aan en schade nog op den tempel, op den altaar. En hij bracht de ofjatische priester door, wanneer de konings van Israël ooit gesteld hadden om vuur te verbranden. En de Juwe steden en de steden van Juda en de steden rondom Jeruzalem. So die hadden in dat mes alle ween, wo een beetje een Juwe stad weer, oder door een Bein weer, die hadden een Bein geplant, met een Schottenstad gemerkt. Jeder, hier in Mexiko, einer zit ook zei, also es dort bei mir irgendwo fort, hey, du hast die Spatz von der Boy, du hast den Kriegsbuben. Und sei es dort, dann haben wir gehört, falls ich so, hier sind wir nur zu Gott, hier sind wir mit Hacher, Gott ist im Himmel, so weil wir hier so eine Stadt merken, zum Anbeten, und dort wir nicht Gott sein werden. Du wir eine Stadt, wo die sollen Gott anbeten, und dort wir in Jerusalem, in den Tempel, wo Solomon gebaut hat. Du wir Gott. En ook wonen
du vuur branden te Baal, te de zon en te de moon en te de planeten en te al de heer van hemel. So de han alle soorten al je bed. De moon, de zon, de planeten en de engels wat in de hemel zijn. Al verschillende dingen han je al je bed. Vers 7. En hij brukt de hiezer van de Zadamita doel. Wonen bij den Herrn zijn huis weer, wo de vroeges gehang vlochten voor de Schottensteder. Deze hiezer van de Zadamita, wenn je dat nog niet weet, dat zijn homoseksuals. Dat zijn mannen, wat door met mannen schluppen doen en zich tot verzinnen. Dat noemt de champ van wat in Sodom passiert. In de Engelse Bibel sagt het einmal, sagt het Sodomites, op Spanische sagt het ook Sodomita. En de Protestische Bibel die sagt hier Hiezer, de höhere Hiezer, aber wir Meyers dort, da wir de Hiezer von de Sodomita. Die wir noch so weit in Sinn, da kriegt bezieht der Gott sein Tempel, hat er noch ein Haus gemerkt für Sodomita. En Josiah, die brukt dat alle door. En hij brukt de offerter, in Bita en hakt de Schottensteder door en val de steder met mannen knerkers. En ook de altaar die bij Bethel weer, en de huursteder van Jeroboam, de zoon van Nebat. So war da, meestal wenn wir von Jeroboam reden, nicht, von des Jeroboam, der erste, der König, da wird sein, der Jeroboam, der Sohn von Nebat, oder da wird sein, Jeroboam, der wird ganz Israel senden mögen. 17 Mal in der Bibel, auf Englisch, in mijn Isor, dat was nennt, who made Israel to sin, or made Israel to sin. 17 Mal kommt dat Phrase op in de Bibel. En alle 17 Mal redet van Jeroboam. Jeroboam, who made Israel to sin. Jeroboam, wem hat Israel sündigen merken. En so, dat wir wirklich ein schlechter König. Wanneer Israel zum Sündigen gebracht hat, so war durch. Jeroboam, de zoon van Nebat, wanneer Israel zum Sündigen gebracht hat, gemerkt hat, dat is de altaar en de huursteder brukt hij doel en verbrandt de huursteder en stompt de doel te pulver en verbrandt de schottensteder. En als Josiah zich omdraait, zag hij de greven wonen door en een boy weer en schakt en nam de knerkers en van de greven en verbrandde op den altaar, zodat het niet meer te brukken weer. Nu dem Herrn zijn woord nu, want de mond van God uitgesproken had, wanneer deze weer uitsprak. So war dat nou hier, so hier is al de, hier zo hij 1 Koningsstraatje 2, dit is de wat je profeteerd weer, en nu zo in 2 Konings, ik geloof dat is nu 23, 16, als dat waar dit ervalt weer. So 1 Koningsstraatje 2, du wordt einer van David zijn nu opkomen, die Josiah heiten wordt. Zo klar wie Gott mit der Prophezeiung. Meest 300 jaar later passiert dat, aber so klar wie Gott mit der Prophezeiung, die man echt beim Namen genannt. Ik dat er nu een paar uitloten, we waren bald naar dat checken. So dit is nu al erfeld, dat Josiah koning wordt, dat Josiah naar Bethel kwam, dat Josiah de altaar twee merkt. Menschen knerkers worden op die verbrand worden. So hier zo in 2 Konings 23, 16 lezen we Jods dat de deine greva ladig meer. Denkt een beetje na. So dan Jods is des profeet kwam. Die kwam in de tempel aan en de profeet in de altaar en zei te den altaar, de priester worden op die geopperd worden, mensen er knerkers worden op die verbrand worden en so alles wat er dan Jods passiert, wird het altaar breken twee. Aber en dan den König zijn Hund riet op en dan vroeg Frau Gott zur Vergebung, dat hij moet mijn Hund geven. Gott deed dat, Gott is zo zeer barmherzig. Aber dan, wenn de man van Juda terugvoert, dat tempel, dat altaar wat war er frisch gebied. Die doen voets wieder, klaksers te deiden. Die doen Kinder opferen, die doen alle dingen wat die deiden, dat passiert wieder. En hoeveel mensen worden han gedacht,
hey, die alle Mond van Juda, die hat ja uns Fehler. Dat wir going worden een profeet. Die zegt, op das altaar worden mensen in kerkers verbrand worden. Die zegt dat de priester worden hier boven geappeld worden. Die zegt ook dat de altaar wordt twee gereden worden en dat passiert. So, wat dan met onder? Vielleicht heeft die bloß geestlich gemeint, die worden von Band gestorben oder die worden, oder wat, ich weiß nicht, was die meinen, aber das passiert nicht. Kommt eine Generation, eine, nächst 300 Jahre Luther, vielleicht vertrauen die dann einmal von, hey, der wir ein aller Prophet, der hat das und das gesagt, das ist schon mal passiert. Dort wir gleich war der Prophet. Nächst 300 Jahre Luther, die gehen in die Gräber nach, die fingen die Gräber in die Boy, die sind Lacher und dann fingen die sind Knackerspann, hey, wow, der Ola, das sind alles so, was du hast. Oft ja da euer Bett hier so in das Tempel, so dann war die Ola verbrannt. Ich weiß nicht, krank worden, Josiah sein Kopf, euer ist der das sieht, aber die sieht, nimm die Knackers und verbrannt die ab das Altar. Und so sei er nev als Gott sein Wort. Dann sagt er, wo das ewig schreibt, dass ich sei. Der Mann von der Stadt sehen zu ihm, dass dort groß von den Mond von Gott, der von Juda kam, und diese Dinge auszusprechen, die du getan hast, gegen den Altar von Bethel. So, die haben alle Gräber ladig merken, die haben den Eingraf gefangen, und dort sagt er der Mond von Juda. Und er sagt, Lut am allein, Lut kein Mond, seine Knerkes wegbringen, so leiten sei seine Knerkes Tag mit den Knerkes von den Prophet, der in Samaria kam. So, der falsche Prophet, die kam in Samaria, der wahre Prophet von Juda, die werden top begruft in das Mond sein Graf. Und Josiah sagt, Lut die Knerkes durch. Lut kein die durchbringen. Das ist wichtig. Ich weiß für uns, wie weiten sagen, ich gucke, wie weiten dort, das ist nicht wichtig, wo wir begruft werden. Das kriegen dann, wo ich begruft war, wenn Gott ist kommt, er weiß, wo ich bin. Aber für uns wird das wichtig. Für das Mond von Juda, dort wird sehr wichtig, dass er hier begruft wird und nicht in Juda. Weil entweder warum? Entweder hier da, warum wird es wichtig, wo diese Knackers liegen? So in 1. Königs 13:22 war dann betreten nach der Geschichte von der Mond von Juda, ist das alte Prophet von Samaria anfängt zu prophezeien, sagt er zu dem Mond von Juda, du hast nicht so eten hier mit mir, und er fängt an zu reden, Gott redet dich an, und sagt er zu den, die Charpa, wird nicht in dort Graf mit deinen Führers begruft worden. So, dort wird wichtig, dass das Mond von Juda, denn sie nicht Knackers in Samaria bleiben und nicht gebracht werden in Juda, wenn wir prophezeit, dass es so soll uitkommen. Und so sei er nev als Gott mit seiner Prophezeiung. Und er schlug alle Priester von der Hührstätte ab der Altaren dood en verbrand mannen en knackers op die en ging twee naar Jeruzalem. So war dat pad wat ik eerst uitleidde van 1. Königs 13:2 en die wordt op die de priester offeren. So ik ging twee en ik deed doorschrijven, ik zei, wat is hier alles profeseerd? Kijk, wat is profeseerd? Wat we profeseerd wie Josiah wordt komen. Wat we profeseerd wie mensen er knackers worden op die verbrand worden. Wat profeseerd wie de priester worden op die opgepakt worden. Wat we profeseerd wie dat de mond van Juda zijn knackers die worden niet in Juda begroeven werden. En dan wieder gehen in die 2. Königs und dann lesen und sagen, wow, jedes Mal, wo Gott hat etwas gesagt hat, kam krass so uit. Und fertig von der, du sind viel Prophezeiungen, was wir nachher mal lesen und was eine große sehen sind, wo wir weiter wollen kommen, aber es sind so viel, wo sagen, oh, das ist alles passiert. Und meistens einmal, die sagt, warum die sagen, das passiert ist, du sind fertig ein Port von der Prophezeiung, wo du erfüllt wirst, aber dann ein großes Port nicht. Und dann nehmen die das Port, wo der erfüllt wird, und sagen, so kijk, das passiert all, und dann lernen die nicht nach der Erfüllung von das Ewige.
Und das ist wichtig, dass wir das tun. Wenn wir sein, dass ein Wort prophezeit wird, wir können weiten, dort wird alles passieren. Krieg, so Gott sieht. Wenn ein Port von dort all erfüllt ist, viel von der Prophezeiung, ein Port von dort, wie erfüllt ist, Jesus das erste Mal kam, aber viele, in einer Vers, in der selben Vers, redet ein Wort von seinem ersten Kommen, auch von seinem zweiten Kommen. Aber Menschen sagen, oh, das passiert alles, das erste Mal kam. Weil wir geduldig lernen für das Ewige. Wir kriegen hier, wir in der selben Vers, war das prophezeit, dort war alle prophezeit und dann ein Port von dort, wo die alte Zweiheit, dort passiert dann Fuß. Dort wird die Ticken von dort, das ist so, was ich sage. Und dann, so der Hand könnte sagen, okay, der Port von was ihr seht, dort wird so, dort scheint so, aber das ewige nicht. Dann ist es gleich so wichtig, oder habt ihr gleich wirklich so klar dort gemeint. So, Gott sein Wort ist so voll, und ich gleich sage, was wir nicht tun, dass wir ein bisschen Überblick über die Bibel haben, ich habe ihr mal tun, was Carlos nicht hat, über die Bibel lernen, und das ist sehr wichtig, und einer konnte dann nicht sehr deutlich angehen, wenn das scheinbar wird, wir wollen ein Jahr ein bisschen Überblick haben von der Bibel, wenn wir in jeder Geschichte wollen, so deutlich wollen, sind wir in den Zeiten. Aber doch, dort ist auch sehr fan, einmal ein Part nehmen von der Historie, und einem du wirklich nachschauen. Wenn die Wahlen studieren, ein Chinese studieren, sein Leben, nicht bloß dort Geschichte lesen, Brücke Funds oder was immer, dann sagen, wo noch ist das Geschichte geschrieben? Wenn das in Chinese geschrieben, das in Chroniker geschrieben, hast du ein Part von dort, redet von verschiedenen Psalmen oder was immer. Und du hast so viel, so deep, woran du kannst angehen. Und so war da bloß weiten, dort Gott hat sein Wort ans Jef, die Bibel, der ist voll Dinge, die er prophezeit, und die wollen erfüllt worden. Und wenn wir noch nicht kennen sein wo, ich glaube, erst einmal, ich habe die Bibel gelesen und probiert zu glauben oder doch, dass wir sollen können weiten, was wird in der Zukunft kommen, wie in alle Prophezeiung. Das ist nicht der Ursache, warum Gott der Jäf. Wenn in Jesus in der Zeit checken dat, meestal da passiert irgendwas, dann sagt Jesus, das ist so, dass das soll erfüllt werden, was Jesaja sieht. So Prophezeiung ist nicht der Jäf haben, dass wir können klar weiten, wo das alles was kommt, wo das alles was passieren, dass die Jäf dort, wenn das ist passieren dat, dort wie weit, das ist, was geschrieben wird. Das ist von Gott. Das ist nicht das, was nicht erfüllt. Und vierten, das was nicht so krieg so erfüllt ist, wie in uns Kopf haben, aber immer, was krieg so erfüllt ist, was die Bibel sagt. Und vierten ist das bloß viel einfach und viel Glück, so es heißt, dass einer gleich nicht mehr, dass das können werden, dass wird so krieg erfüllt werden. Das ist, was ich immer von dieser Geschichte sage, weil wir beten. Vater im Himmel, wir sind weiter so dankbar für den Wort. Ich bete immer weiter, dass wir uns einen Hunger geben, für den Wort studieren und den Wort besser kennenzulernen und dort wiederzugeben. Du bist so ein barmherziger Gott und wir sind so dankbar für die Rettung, die wir haben, dass du hast unsere Sünden vergeben. Und ich bete, dass du wirst uns immer weiter halten, zur Büste kommen, wo wir irgendwo erreicht sind und den Weg klar sein. In Jesu Namen. Amen.